Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Ich muss jedes Mal wieder lachen bei dem Titel. Und jo, in der letzten Episode haben wir ja den Randy noch bezwungen. Nachtreten geht leider nicht. Doch. Und wir haben rausgefunden, dass er selber sei... Ja, dass er selber sei... Auto zerkratzt hat. Können wir doch Bilder von machen? Ja, komm, dann machen wir jetzt erstmal schönes Bilder von, dass das uns eventuell auch klappt. Machen so. Nee, du wähl mal keinen Filter. Das machen wir ganz klassisch ohne. So. Damit man es uns auch klappt. Das ist eine Abkürzung durch Kite-Versteck. Perfekt, stimmt. Das wollte ich nämlich auch nochmal gucken. Aber schön, dass das alles verbunden wird. Dass man die Sidequest mit dem Randy für sich hat, die mit der Hauptquest verbunden ist. Und ja, dass man jetzt auch das Kite-Versteck und so weiter noch hin. Okay, cool. Wenn ich zu hohen Zucker habe, werde ich sehr wütend und sehr stark. Das nenne ich Zuckerzorn. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Das ist wie am Ende von Logan, als Wolverine dieses grüne Zeug genommen hat. Fast genau. Sehr schön. Sehr gut, Sidekick. Okay. Dann über Kyles Dachboden hoch. Das ist Human Kites Geheimversteck. Sehr schön. Finden wir hier eventuell noch Das macht irgendwas? mich wütend. Der Kuhn sagt, meine Mom hat bei meiner Geburt gefurzt und deshalb habe ich Diabetes. Die Abkürzung führt durchs Fenster. Reißfestes Nylon-Sporttasche und Weltraum-Aspirin haben wir noch gekriegt. Meine Mom hat bei meiner Geburt gefurzt, deswegen habe ich Diabetes. Logische Erklärung. Du hast auch die Krone vom Kyle, seinem Charakter aus dem Stab der Wahrheit, von seinem Elfenkönig oder was er da gespielt hat. Nee, da ist nix. Moment. Ja, da haben wir noch was, oder? Ja, da geht nix. Aber, sag mal, können wir da jetzt nicht aufs Trampolin oder so, oder? Das sind diverse Sachen. Aber abwerfen können wir jetzt hier auch nix. Nee. Bringen wir nur zum Wackeln. Ach doch, das hier, natürlich. Komm, das kann man zerschlagen. Wenn ich ein Versteck hätte, würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich Supergäste erwarte. Ja, schon. Nicht mal die Leiter runtergelassen. Doch. Diamantkostüme haben wir hier. Ach, die Leder haben wir hier, sehe ich. Oh, Moment, da war noch was mit X. Wahrscheinlich das Ding, genau. So. So, machen wir das. Dann kommen wir da nämlich hoch. Aber ich nehme das Yaoi auch noch mit. Berührt von einem Engel. Ach du Scheiße. Kenner der jungen Liebe. 4 von 15 Hämmer. Ah, da ist noch ein Ventilator. Der bringt uns jetzt auch nichts, oder? Rätselmeister. Was bringt uns der Ventilator hier? Eischlache können wir nichts. Zerstöre können wir hier auch nichts. Keine Angst. Ja, ist ja gut. Da oben haben wir noch irgendwas? Nee. Okay. Dann machen wir das doch so. Use at own risk. Auf eigene Gefahr verwenden. Der furchtlose Held und sein Sidekick stürzen sich in die dunkle Nacht, bereit, das Böse zu bekämpfen und der Stadt den Frieden zu bringen. Du glaubst nicht, dass ich Diabetes habe, weil meine Mutter während der Geburt gefurzt hat? Bevor als hätte der Kuhn das erfunden, um Captain Diabetes zu verunsichern. Ja, schon. Also die Erklärungen vom Cartman sind als etwas Wie skurril. du siehst, ist South Park nachts ein völlig anderer Ort. Das ist echt cool. Wir müssen ins Peppermint Hippo auf zum Stadtplatz. Okay, das ist echt cool, dass man hier zwischen Tag und Nacht dann einen Unterschied hat. Warte mal. Gerade mal die Karte so angucken. Ah, okay, da sind wir jetzt gerade. Ja, gut. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das nachts aussieht. Was ist denn das hier für ein Drogi? Lauter Nachtsveranstaltungen. Was mit dem? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das geht hier nachts hier echt ab. Lauter Junkies, lauter Besoffene. Ich liebe Burnham County. Einfach die beste Band der Welt. Von denen würde ich mich glatt flachlegen lassen. Also ich wurde. Ach du Scheiße. Okay. Country ist das Beste. Wir müssen irgendwie an diesen Leuten vorbei. Da ist nicht Dixie. vordrängeln. Ich muss pissen. So eine blöde Scheiße. Mein Zuckerzorn ist hier genau das Richtige. Okay. 100% Apfelsaft. Los,
Zucker. Ach Gott. Uah, nee. Gott, das war zu viel. Ich brauche Indulin. Indulin, schnell. Und jetzt bin ich wieder der Alte. Wie du siehst, habe ich die Kontrolle über meinen Diabetes perfektioniert. Los, hier lang. Aus dem Arsch. Okay, du kommst noch nicht durch. Also zu der Band kommen wir noch nicht. Na gut, dann müssen wir einfach weiter hinterher. Jetzt sind wir bei der Stadthalle wieder. Aber interessant, dass die Kameraperspektive jetzt auch so no ist. Ja, du ist zugestellt. Hier ist es. Hier werden wir die Frau finden. Mach dich auf unappetitliche Gestalten und einen Haufen Titten gefallen. Komm, lass uns reingehen. Okay, Folge Captain Diabetes zum Peppermint Hippo. Na gut, aber erstmal mag ich hier nochmal reingucken. Klebeband und Push-Up BH haben wir noch. Du kommst wir wahrscheinlich eh noch nicht durch. Nö. Bereit reinzugehen? Ah, warte mal. Warte mal. Local Sourced Girls und Artisanal Strippers. Alles klar. Du am Telefon können wir noch nichts machen, aber du ist noch was. Gut Platsch. mitgedacht. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Ah, okay, Ja, das ich hab eine Idee. muss sowieso so sein. Moment, Gentlemen, welcome. Da werden wir jetzt bestimmt abgewiesen. Hey, kommt wieder, wenn ihr volljährig Ja, seid. dachte ich mal schon. Tritt zur Seite, Bürger. Ich bin Captain Diabetes. Ich muss mit den Ladies da drin reden. Macht Okay. eine Fliege, bevor ich euch rausschmeiße. Ja, an dem Rausschmeißer kommen wir eh nicht vorbei. Was soll ich tun? Hey, jetzt verpisst euch endlich. Hey, labern könnt ihr auch draußen. Na gut, das wird natürlich so nix. Gut mitgedacht. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Richtig, jetzt müssen wir das machen. Okay. Gut, tja, wie kommen wir jetzt da hoch? Können wir da irgendwie hochklettern oder so? Ich weiß nicht, wie es ausschaut. Kein Problem für Diabetes. Ah, okay, der Oh, stemmt das natürlich. Ding um. Zur Seite, Sidekick. Ja, der macht wieder seinen Schock, dann stemmt er das Ding um und dann spritzt er sich wieder einer. Ach Gott. Nach dir. Ja, okay, ist super. Da kommen wir so wahrscheinlich ins Klo rein. das tut gut. Erstmal aufs Klo gehen. Gentleman-Toilette. Wow, wie der Typ die ganze Zeit in die Neve pisst, Alter. Wow. So. Und so. Okay. Druck mal wieder. Und Schokohörnchen. Alter, wie er da auf dem Klo rumzappelt. Das ist so eklig. Und feuchte Decke. So. Okay. Jetzt noch rauszwicke. Bäh. Aber ach, die Toilette haben wir gemeistert. Stinkwurst, Biogefahrengut. Ein paar Bauteile. Daraus kannst du alle möglichen Sachen craften. Okay. So, jetzt gehen wir noch zu dir. Geschafft. Alter, häng du. Die Lady ist wohl da lang. Ah, na. das tut gut. Hey, bist du ein Kobold? Herrensoße, Biogefahrengut. Alter, wie eklig. Schmutziges Feuchttuch. Ich pinkel noch daneben. Ja, die ganze Zeit schon, du Widerling. Machst mir irgendwie Angst. Alter Falter. Bedräng mich doch nicht so. Das ist eklig. Na gut. Okay, wir sind im Stripclub. Das ist sogar mal unzensiert. Ach Gott. Wow, diese Ladies haben wirklich Rhythmus. Aber keine Sorge, Sidekick. Wir sind Superhelden. Wir kriegen das hin. Eine dieser Ladies weiß was über die verschwundene Katze. Bin ich mal sicher, dass das nur für den europäischen Markt unzensiert ist. Der mit uns ins VIP-Zimmer kommt. Wir treffen uns dort, wenn du wen gefunden hast. Im amerikanischen Markt gibt es das bestimmt nicht. Ich finde eine Stripperin, die du im VIP-Bereich irgendwas... Alter, die ganze Rednecks, ach da hinten, dann der Vater von Butters ist du und der Vater von Kenny. Die zwei Rednecks hier. Alter.
Okay, jetzt sind wir hier drin. Die sind Das ist unbekannt. normal das Mindestalter für Stripclubs. Nicht jetzt, ich habe gerade ein Viertelständer. Die Kinderkrippe ist hinter der Bar, Süßi. Okay, die kann ich mitnehmen. Wie sieht's mit euch so aus, Alter, aus der Gestalter? Was glotzt du so, Zwerg? Typen wie dich können wir nicht besonders leiden. Und der doch rettet überhaupt nicht hier, der alte Widerling. Und Mr. McCormack, wie sieht's aus? Mr. Stodge spricht auch nicht mit uns. Überzogene Kreditkarte immer auch noch hier. Hey, wenn du das Ohr an meine Muschi hältst, kannst du das Meerrauschen hören. So, wie sieht's mit dir aus? Ne, mit der können. Bist du nicht ein bisschen jung, um hier zu sein? Aber die können wir auch mitnehmen. Gut, der Daryl ist das, der Ober-Redneck, der die klauen unsere Jobs, Redelsführer. Na, kannst du heute Abend? Geht. Uah. Sorry, muss mich konzentrieren. Okay, die noch, aber nee, die nehmen wir jetzt mal nicht mit. Gin Tonic, wichtiger Gegenstand, perfekt. Ah, und der Jimbo und sein Kumpel, der Ned. Als ich jung war ich genau wie du. Du hast echt Eier. Ah, schade, das ist nicht noch mit diesem Fernseher. Schade. Flussgeomorphologiebericht. Ah ja, das ist der Vorgesetzte vom Randy, der hier, das ist ein Randy, sein Chef. Wie sieht's jetzt hier aus? Oh Mann, Nö. das ist die geilste Nacht meines Lebens. Kommt anscheinend noch nichts. Aber ach, Entschuldigung, falls es hier Geräusch geben sollte, mein Nas ist wieder am Zuziehen. Oh Mann. Na gut, dann wird das wohl hier nichts. Dann muss es ja wohl die hier sein. Na gut. Oh je, die hat zwar ein bisschen mehr drauf, aber na gut, was anderes haben wir nicht mehr. Jetzt schon im Anmarsch. Mit denen können wir nicht retten, mit dem DJ können wir auch nicht sprechen, nehme ich mal an. Schade, dass ich mit denen zwei Bekannte hier nicht noch retten kann. Du so, Zwerg. Ach Gott, ganze Rednecks. So, jetzt haben wir aber drei, ach. Jemanden gefunden? Kein Problem, ich habe 2 Typen aufgegabelt. Spiel einfach deine Rolle. War, Alter. Mädels, habt ihr Lust, Party zu machen? Ach du Scheiße. Freundin, hä? Fuck, ist die geil, Mann. Genau. Wollen wir ins VIP-Zimmer gehen? Ich weiß nicht, sie ist ein bisschen klein. Ich Alter. Du nimmst die mit dem Sprachfehler. Okay, dann wird's Zeit für einen Lapdance. Können wir da drin einfach ein bisschen quatschen? Erst wird getanzt und dann quatschen wir. War. Okay? VIP-Rooms, Lapdances. Niemals einen Tanz von einer Lady mit Penis-Tattoo bekommen? Hey, wir sind nicht zum Quatschen hier, Baby. Ja, ich sag gar nichts, bevor ich nicht ein bisschen Action im Schritt bekomme. Boah, nein. Okay, Sidekick, du weißt, was das bedeutet. Lapdance Minigame. Ach du Scheiße. Vergiss dein Handtuch nicht. Oh nein. Wenn so rum Dafür zahle ich aber nicht. drauf gefurzt die ganze Zeit. Ist ja gut. Was für eine Aktion war das denn? Boah, Baby, du stinkst den ganzen VIP-Raum voll. Alter, ist das fertig. Oh Mann, da geht mir ja mein Ständer flöten. Was haben dann Matt Stone und Trey Parker do wieder genommen, als sie sich das ausgedacht Ich muss haben? gleich kotzen. Dafür zahle ich aber nicht. Was ist auch für ein schmieriger Typ mit dieser ekligen Rüberkämm-Schmierlapperfrisur ist? Boah, jetzt geht's los. Also nicht wundern, wenn ihr den Controller hört, ich mach wie blöd grad. Nein, hör auf. Lass uns doch lieber quatschen. Lapdance complete. Okay, Alter, die lass ganze uns Zeit den quatschen. Typ arg furzt. Ach nee. Also, was macht ihr so beruflich? Und habt ihr mal mit einer Lady mit Penis-Tattoo getanzt? Wieso ist euch dieses Penis-Tattoo so wichtig? Ja, Classy hieß die. Sie heißt Classy? Ja, Classy, mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und als L aus dem ASS fickt. Natürlich. Deswegen das Tattoo. Wir haben den Namen. Los, gehen wir. Was soll das heißen? Ihr könnt uns hier nicht einfach sitzen Kampf lassen. wahrscheinlich jetzt, Ich ne? hab bis jetzt nur angefurzt. Ihr bleibt mal schön hier. Haha, ich bin keine gewöhnliche Stripperin. Ich bin Captain Diabetes.
Was? Mein Sidekick und ich haben unsere Verkleidungskünste genutzt, um euch Informationen zu entlocken. Damit kommst du nicht davon, Captain Diabetes. Besiege die VIP-Gäste. Können wir noch andere dazu holen? Nee. Nachts habe ich eine Captain Diabetes, aber das macht nichts, der ist ein ziemlich guter Scheiße, Verbündeter. Mit meinem Ständer kann ich kaum laufen. Ja, ich wurde bis jetzt nur angefurzt. Der hat sich doch, ich wurde bisher nur angefurzt. Na gut, komm schon her, du. So stark können die jetzt auch nicht sein. Oh, ich rufe die Verbraucherschutzzentrale an und sag denen, dass du ihn nur halb steif gemacht hast. Der hat vielleicht Nerven. Der Roger jetzt. Ich will in eines dieser kommunistischen Länder, in denen Ständer staatlich subventioniert werden. Ja, Sehr schön. Dann haben wir wieder auf Distanz getrieben. Einen Tanz? Will jemand einen Tanz? Alter. So, jetzt erstmal auf den. Dann haben wir den Typ schon mal ausgeschaltet. Mit 2 gegen 1. Na gut, bleibt nur noch der Roger übrig. Dann kriegt man für $5 einen Ständer. Okay, los geht's. Für meine Besten. Da zahlt man satte $20 für eine Edelstripperin und dann das. Gut, dann nehmen wir dich mal in die Zange. Sehr schön. Schaden, das Beste. Und, was macht der? Vor der Finanzkrise hast du einen Ständer plus Bier für $2,99. Total unangebracht. Du hast keine Ehre. Und weg mit dir. Ja. Die Herrschaften Sehr schön. sollen sich an den Geschäftsführer wenden, wenn sie mit dem Lapdance-Angebot im Peppermint Hippo unzufrieden sind. Adieu. Du hast gewonnen. Sehr schön. Peppermint Hippo Treuekarte haben wir noch gekriegt. Rolle mit Pfefferminzbonbons und 28 Cent. Sollte man meinen, dass die ein bisschen mehr Kohle haben. Zurück zur Bühne. Okay. Leute, ich hoffe, ihr amüsiert euch. Vergesst das Trinkgeld für die Kellnerinnen nicht. Und wenn ihr schon dabei seid, spendiert dem DJ doch gleich noch einen Drink. Und jetzt gibt's heiße Action mit Esmeralda. Verstehe. Der DJ ruft die Namen von den Bitches und dann kommen sie auf die Bühne. Los, wir müssen irgendwie den DJ ablenken. Okay. Ich hab's. Meine Mutter säuft immer Gin Tonics, bis sie umfällt. Ja, Wir den mixen habe ich auch den schon. ein und tun irgendwas Starkes mit rein. Dann haut es ihn um. Sehr Schnell, schön. mix den Drink. Gin Tonic habe ich auf jeden Fall. Oh Gott, ich glaub, mein Morgenschiss ist jetzt schon im Abmarsch. Applaus für Okay, finde eine Stripperin, das hatten wir schon. Finde einen kostenlosen Gin Tonic, finde eine besondere Zutat und noch irgendwas. Warte mal, das können wir doch bestimmt über das Crafting machen, oder? Genau, DJ Spezial. Wow, was brauchen wir dann dort für alles? Und Gin Tonic und ich will es gar nicht wissen, was da noch alles für Grütze dabei ist. Sperma war, glaube ich, noch dabei und Kackwürste oder sowas. Da kommen wir nicht durch. Nee. Jetzt? Ich hab grad ein Viertel. Was ist nochmal das Mindestalter für Stripclub? Noch einmal aufs Crafting-Menü. DJ Spezial. Diesen widerlichen Drink. Stell diesen widerlichen Drink her und gib dem DJ das Peppermint Hippo. Okay. Warte mal. Warten wir mal. Das können wir auf jeden Fall nochmal herstellen. Also eine Moses können wir auf jeden Fall auch nochmal basteln. Burrito machen wir auf jeden Fall auch. Trophäe erhalten. Pasta des Propheten. So, sehr schön. Gut, Burritos brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Dann machen wir auch noch Gegengift. Und Wiederbelebungsserum ist auch immer sehr, sehr wichtig. Das gibt nämlich auf jeden Fall auch wieder ein paar Crafting-Punkte. So. Da kommen wir auch ganz durch bis Crafting Rang 9. Und da können wir noch nichts Komponenten. Popel und Wichse versteckt in der Küche, Alter. Und Rattenscheiße versteckt in der Abstellkammer. Es geht doch nichts über Premium-Unterhaltung für Erwachsene, oder? Und da kommen wir noch nicht hier. Dressing Room. Ne, da kommen wir nicht durch. Manometer. Ansonsten eine VIP und hier privat, da kommen wir noch rein. Sehr Hey, schön. ich glaube, das können wir ihm in den Drink tun. Gefriergetrocknetes Rindfleisch haben wir hier noch. Da ist noch was. Brauchst wohl ein bisschen mehr Power, um das Nutze runterzukriegen. L. Ja, okay, um es zu entzünden. Du musst das ganze Regal zerlegen. Da kommt man nicht dran. Ah, okay, ich sehe, da unten ist schon Propangas. Was haben wir hier noch drin? Dadam, dadam.
Hier drin... Ich weiß nicht, ob irgendwas Interessantes war, aber ja, ich weiß, was du meinst. Wow, das sieht So. gefährlich aus. Ja, dann gehen wir mal lieber weg. Gefriert getrocknetes Rindfleisch, fettige Muschelpizza, Dose Red Balls. Was wohl passiert, wenn du darauf furzt? Zum Beispiel mit einem dieser langen Strecken. Wow, das war sehr effektiv. Oh, Kommen der Sache näher. Popel und Wichse, wichtiger Gegenstand. Alter, ist das ranzig. Was haben wir hier drin Hier noch? gibt's sicher was Ekliges, das wir ihm in den Drink tun können. Boah, Meat und... Also Fleisch, Fett und Schmalz haben wir hier noch. Da ist Ratte. Ja, da kommen wir noch nicht dran. Na gut, da müssen wir wohl klettern. Dr. Fleischs Jerky Grinder und Weinschorle-Mischung. Alles klar. Hier haben wir noch drin Edgars Kleber und Rattenfaller. Gut, dann nehmen wir uns das Ding noch. Gehen wir bis dort hier hoch. Und da haben wir noch ein Gegengift. Sehr schön. Daneben sehe ich, dass was kaputt ist. Gute Arbeit, Wunderarsch. Da können wir uns das nämlich so nehmen und können so hochgehen. Zack. Und von dort aus noch aber. Rattenscheiße. Wichtiger Mit den Gegenstand. Zutaten wird das ein Höllendrink. Aber hallo. Dann gehen wir jetzt nämlich auch gleich ins Crafting rein. Und machen Vielleicht dann... fehlt doch irgendwas. Alter, das ist eklig, wie das schon aussieht. Oh. Ist das widerlich genug, um den DJ außer Gefecht zu setzen? Aber hallo. Still. Ah. Mit dem Herstellungs-App habe ich schon hergestellt. Achtung, jetzt wird nur drauf gefurzt. Oh Gott! Fürze! Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest, aber nichts macht mich wütender als Fürze. Sie erwecken den tiefsitzenden Zorn, den ich mit mir herumtrage. Wieso ausgerechnet Fürze? Aber das wird den DJ lange genug außer Gefecht setzen, um Classy zu rufen. Gut. Also mich wird's auf jeden Fall außer Gefecht setzen. Ja, das geben wir jetzt einen DJ, aber vorher mag ich nochmal hier kurz rein. Ah, okay. Das ist beim Barkeeper. Und $1,44 haben wir noch an Trinkgeld uns geholt. Ah, Moment. Und du ist das Baby noch von einem... Ach du Scheiße. Gin Tonic haben wir hier auch nochmal. Okay, wo sind eure Eltern? Kommt jetzt her, sonst gibt's richtig Ärger. Und stumpfer Korkenzieher. Alles klar. Gut, dann würde ich auch sagen, dass ich an der Stelle jetzt hier meinen Cut mache. Und wir machen das mit dem Drink für den Barkeeper morgen dann bei Let's Play South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ian Yankee.